Und somit grüß dich zurück zur nächsten Episode vom Landfall Update bei Generation Zero. Ja, ich war ein kleiner blinder Vogel. Schau her mal, jetzt sage ich da was. Wer liest, gell, ist meistens immer ein bisschen schlauer. Jetzt sage ich da was. Schau her. F, Lager verbessern. Ha, ha, ha. Und zwar, 16 Holz, 8 Kleber und 4 Aluminium, glaube ich, ist das. Ja, machen wir mal. Schau her, 240. F, Lager verbessern, Kapazität 280. Blei, glaube ich, ist das. Kleber, das haben wir eh. E, annehmen, 280. Da können wir noch einiges zusammenrotten und farmen. Jetzt bin ich, wie ich ausgestiegen bin aus den ganzen und mir das nochmal angeschaut habe, wo dieses Lager verbessern ist, bin ich auf was draufgekommen. Wir werden uns jetzt einmal eine dieser russischen Maschinen vornehmen. Wo wir sie finden, das weiß ich nicht. Warte mal kurz, wie schaut es jetzt auf Tab aus? Wo habe ich jetzt was hier da? Auf 5 ist das Fernglas. Was ist dort unten? Sind eigentlich nur 2 Hunter. Jetzt weiß ich aber nicht, warte mal kurz. Mappe, da, Mappe. Da ist die Mappe. Und zwar, wir müssen nun ein bisschen leiser sein. Wir werden uns jetzt da Ruskseele, Lila Hämmernest, das ist, glaube ich, der kleine Fleck dort. Der ist einmal uninteressant für uns. Wir porten uns einmal, wir reisen einmal daher. Jetzt habe ich nämlich eine Idee. Genau, da war die Kirche. Karte. Wir werden uns jetzt einmal daher schleichen. Beziehungsweise, ich will einen kleinen Schnitt setzen. Wenn ich kurz vor dem Ziel bin, mache ich einen Schnitt und dann hole ich wieder dazu. Man sieht sich und bis gleich. So, da bin ich wieder. Schau, wir sind jetzt gleich da, in dem Ort, wo wir hier wollten. Das Problem, dass ich nicht weiß, was da vorne ist, weil ich diesen Abschnitt einfach noch nicht kenne, wie du siehst. Es ist nur ein Stückchen oberhalb von der FOA-Anlage, der Militärstützpunkt, wo wir uns zum Schluss mit diesem Dings auseinandergesetzt haben. Na, hilf mir, mit diesem Apokalypse-Tank. Meine Idee wäre folgende. Wenn wir uns später mit ihm auseinandersetzen, da kannst du hundertprozentig sicher sein, wir werden bestimmt, wenn jetzt da auf Basis dessen, was wir in der ersten Episode gesehen haben, dass die Tanks schon aus der Weiten angreifen, können wir sicher sein, dass wir die 2 sicher mit reinholen ins Boot. Wenn nicht sogar noch die 3. Eins, 2, 3. Drei Tanks, 3 Harvester. Interessant wäre, was ist hier? Was ist da? Da ist der große Bauernhof. Da waren wir, glaube ich, schon. Da herum sind noch 2. Der Gebieter des Sumpfes, das ist der. Und der Ochs, das ist... Den züchten wir uns noch auf Stufe 4 auf. Und ein Gebiet gibt's, das ist im Trailer sogar angezeigt worden. Das werden wir uns entweder heute noch oder sonst in der nächsten Ausgabe anschauen. Das ist dieses hier.
Dieses Fallout-Gebiet hier. Das ist im Trailer, sieht man das sogar, dass sich da irgendwas abspült. Das schauen wir uns dann an, da porten wir uns dann noch da eine Tür und schleichen uns das kurze Stück da um. Genau. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wir werden das Landfall-Update... Pläne? Was für Pläne? Wir werden uns das einfach einmal anschauen in aller Herrgottsruhe. Schau was... Also nein, das ist ja ein Hund, oder? Apokalypse-Klasse. Apokalypse-Klasse hat's auch drauf, ja. Nur durch das, dass wir jetzt die Kiste erweitert haben, haben wir ein bisschen mehr Spielraum mit der Vorbereitung für einen Tank, für einen Reaper. Natürlich werden wir die neuen Baudinge auch ausprobieren, das ist ja klar. Boah. Ich hab's ja schon mal erwähnt, schaut dass ich schon Maximallevel erreicht habe. Aber ist ja wurscht. 4 Sterne. Ich bin ja nicht so, ich bin ja immer wieder willens, was Neues auszuprobieren. Schauen wir mal. Ja, super! Also sogar die ganze Familie aufgeweckt. Super toll. Ja, aber was sind da Pläne? Was das? Das suchen wir uns dann. Wir schauen jetzt mal, dass wir die Hunde wegkriegen. Und da haben wir ja einige aufgeweckt mittlerweile. Ja, trotzdem ist das nicht meine Waffe. Absolut nicht. Haha. Au. Du Furunkel. Okay, linker Hand, Apokalypse-Hund. Brandbeschleuniger. Holla die Waldfee.
Frage. Mal jetzt eine ganz ernsthafte Frage. Warum brauchen heutzutage Spiele 2 bis 3 Jahre, nur dass sie mal einen halbwegs einen geilen, spielbaren Zustand erreichen? Ich kapiere es nicht. So, jetzt suchen wir mal die Pläne. Die müssen ja da irgendwo mal dumm liegen. Autobatterie, da kriegen wir Elektrolyte, glaube ich. Oder Elektrolyt, das brauchen wir eh dringendst. Ich möchte mir nämlich gegen einen Reaper die Sprengstoffmunition herstellen. Und ihm damit mal einen schönen Tag bereiten. So, jetzt schauen wir mal da einer. Aber wo sind da Pläne? Kapier ich nicht. Schauen wir nochmal da einer. Vielleicht habe ich da beim Durchlaufen jetzt irgendwas übersehen. Da bestimmt irgendwas übersehen. Lass mich raten. Oben in der Badewanne. Weil da war ja nix, ne? Na, brauchst du nur schauen. Na, da war nix. Schauen wir mal da weiter. Was ist da? Das sind die russischen Maschinen. Also ich muss sagen, die hören ganz gut, ha? Ja, wie elegant sie das Magazin immer wegschmeißt. Okay. Was hältst du davon? Wir können es ja einfach einmal probieren. Die russischen, die sowjetischen Maschinen mit einbeziehen in den Kampf gegen den Reaper Tank. Okay, da brauchen wir eine andere Taktik. Das ist noch ein bisschen sehr schnell. Bist du deppert? Die bereiten einen Schaden. Na. Jetzt bleibt die Dudel an der Hauswand stecken. Überfordert. Oh.
Ja, das kann jetzt heiter werden. Wir machen da zu. Wir machen da zu. Sichern uns den Korridor. Was ist das da? Uah! Passen nicht schnell! Was ist das? Okay. Ja, Loot Games eingleichen, das war jetzt zum Absagen, aber das ist ja wurscht. Also die Burschen geben den ganzen Gespür gleich noch mehr Dynamik. Hast du gesehen, wie schnell die waren? Wow. Da war der Apokalypse-Hund. Warte mal, da ist noch was da. Aber was? Wo? Da sind Ah, da. Tarnjacke. Na gut. Ich hätte noch auf die Uhr schauen, das ist jetzt ein bisschen Autobatterie EMP. Das haben wir alles schon gelootet, das haben wir auch schon alles gelootet, passt. Schauen wir nochmal auf die Map, auf die Karte natürlich. FOA2-Anlage. Na, wir werden zuerst was anderes machen. Wer bist du? Die Verheerung der Brücke von Bo. Das ist er. Na, den züchten wir uns noch ein bisschen an. Genau. Okay, ein bisschen können wir noch tun. Die Episode dauert erst 20 Minuten ungefähr. Jetzt schauen wir da ein bisschen. Warte mal. Gummi. Titan. Gummi, Aluminium. Tungsten. Ja, für den Tungsten haben wir genug. 55. Okay, ich bin aber auch bald einmal voll wieder. Okay, jetzt werden wir da mal ein bisschen was abladen. Und bei Zeiten werden wir den Chance mal jetzt legen. Genau. Die Brennstoffzelle da meiner, die zwei Autobatterien da meiner, die da meiner, die zwei da meiner, die da meine. Das da meine, das lassen wir, das lassen wir. Und den Radio da meiner. Was ich weiß, von diesen brauchst du 5 oder 10. Von diesen brauchst du einige. Da brauchst du, glaube ich, auch 10 Stück. Bin mir jetzt nicht sicher, für Elektrolyt etc. Und dann können wir erst damit was anfangen. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage. Wo ist jetzt da dieses Fallout-Gebiet? Wir werden uns einmal
Ich glaube, dass diese Frage hat sich erübrigt. Also ich glaube, wenn ich meinen Speicherstand löschen würde, mit den Update noch dazu, ich glaube, dann hat das Durchspielen von diesem Spiel ja ganz was Eigenes, wenn die Russen dann auch noch dabei sind. Die Maschinen. Wir schleichen uns dazu mal nur an. Mehr will ich gar nicht. Oder hat sich die Kampfzone nur ein bisschen vergrößert? Aber schwer zum Sagen momentan. Okay. Das ist interessant. Die russischen Maschinen kann man bessere Sichtweiten. Dann ist mir's auch klar. Und durch das, dass sie noch schneller sind wie die Originalmaschinen, macht es das Ganze natürlich noch interessanter. Okay. Weil die Musik ist so geil in dem Spiel, ehrlich. Also was machen werden wir es jetzt mal probieren. Das sind aber erst die Kleinen. Ich möchte mal eine große anschauen. Ja, natürlich. Das ist logisch. Ich glaube, dass sie die Maschinen, die eigentlichen Maschinen vom Anfang an des Spiels, aber das die schon mit, dass sie die einfach jetzt auf die Maschinen, auf die sowjetischen angepasst haben von der KI her. Weil ansonsten hätte uns in der ersten Folge der Tank nicht so schnell angegriffen. Also ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, diese Maschinen, aber die Sowjets, die tragen das spürt schon ein bisschen um. Das ist interessant zum Ausschauen, muss ich schon sagen. Cool. Schauen wir mal. Okay.
Ja, aber mich können sie nicht gespielt haben. Ich habe jetzt keinen Teiter gekriegt. Okay. Das ist interessant. Warte mal kurz. Mehr als was anderes zu machen. Ich muss jetzt da in die Richtung weiter. Ich möchte mir den einen Platz da anschauen, den da. Wir machen es jetzt einmal so. Genau. Und spazieren von da weg in die Richtung. Warte mal kurz. Mit da kurz aber. Perfekt. Perfekt. Die lassen wir da drinnen. Da ist zu. Toll. Da ist auch zu. Da ist ein Muni. Haben wir das mitgenommen? Ja. Gehen wir da durch. Wo ist jetzt da der eine Punkt, den ich wollte da? Beim Trailer ist nämlich dieser Ort da unten, dieses Fallout-Gebiet, wo wir uns dort bewegen, irgendwo am Mittelpunkt. Da ist ein Tank. Wenn ich das eins gelernt habe, du musst jetzt noch vorsichtiger sein. Weil ich kenne mich. Wenn wir jetzt an so einem Apokalypse-Klasse-Tank begegnen, da bin ich wieder eine halbe Stunde dabei. FNIX. Schaut sich an, was da los ist. Irgendwas ist da hinter uns. Cool. Genau, dich wollte ich mir mal anschauen. Speerklasse A. Okay. Klein ist sie nicht. Schwierigkeit leicht, okay. Oh oh. Sicher. Tja, so viel zum Thema.
Da spielt's ein bisschen, ihr Idioten. Gut, jetzt haben wir uns mit der Hand auseinandersetzen müssen. Nicht einmal. Obwohl es der Loot wert wäre. Was dann der jetzt bitte? Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich meine, ich habe jetzt da können zum Schluss die KI auch relativ gut einschätzen. Aber dieses Landfall-Update macht ja die KI jetzt dann noch ein bisschen. Tut das auch? Ich habe eine Idee. Aber so wie ich mich kenne, fahre ich wieder voll ein. Also okay. Auf gut Deutsch gesagt, heißt es jetzt für uns, wenn wir uns mit dem Reaper anlegen, wir schauen, dass wir russische Maschinen mit einkriegen in das Gefecht. Weil wie du siehst, die alten Maschinen, die FN, die normalen, die ersten Maschinen sind komplett abgelenkt von uns. Weil sie sich einfach jetzt nur da auf die neuen Sowjetsmaschinen konzentrieren. Siehst du? Ich hab keine andere Muni mehr. Das macht die Sache natürlich zukünftig noch interessanter. Mei, ich bin so dumm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch ein bisschen gewartet mit dem Let's Play und hätte das Ganze mit denen verknüpft. Okay, ich glaube. Ah, da ist die Verheerung der Brücke Bo. Warte mal kurz, was passiert denn, wenn ich arm?
Also dann immer Level 1. Ich wollte dann eigentlich aufzüchten auf Level 4. Die Geige. Sehr gut. Oh, total. Schaut euch das an. Ja, das gibt dem Ganzen eine ganz andere Eigenschaft. Cool. Da lasse ich mir was einfallen, wie wir den Reaper mit die sowjetischen Maschinen in Konflikt bringen. So, jetzt reichen wir einen Hund nach dem nächsten aus. Boah. Puh. Ah, der Mond geht auf. Schön. Okay, das sind die Neichenmaschinen. Aber jetzt haben wir schnell eine Chance und die werden wir schnell nutzen. Ah, den haben... Oh oh, irgendwas hat uns gerade ins Visier genommen. Relaisantenne. So, da. Grüß dich zurück. Entschuldigung für diesen kleinen Schnitt am Ende der letzten Episode. Aber dieses Spiel ist mit diesem Update ganz eigenartig geworden. Ich glaube, dass die KI komplett umgeschustert haben. Schauen wir nochmal. Jetzt schauen wir mal da oben zu den eigentlichen Punkt, wo ich eigentlich von Anfang an hin wollte. Was man nämlich im Trailer gesehen hat, ist, dass sich der Ort da komplett verändert hat. Da fuhren der Tank FNIX-Klasse, der war nämlich auch ein bisschen nervös. Ah, der Ort ist ja noch immer gleich geblieben. Weißt du was? Wir verschwinden dort jetzt einmal. Dahinter ist die Relaisantenne, okay. Die Brücke von Östertön, okay, das ist der.
Und da ist er. Wenn es uns gelingt, warte mal kurz. Jetzt müsste das eigentlich mit den Russen und die sowjetischen Maschinen wieder da, wenn die sowjetischen Maschinen da sind, wieder jetzt da zurückkehren, weil wir wissen ja, dass Bo ein eigentlicher Punkt war in Bezug auf die Russen gesehen. Lass dem Öl nicht zu viel Dings verbrauchen. Adrenalin spritzen, weil ich nicht so viel hab. Und das wird wieder Zeit dauern, bis wir den Bedarf dort wieder deckt haben. Sag einmal. Wird jetzt an jeder Ecke ballert und geschossen und ich glaube, den Entwicklern war ein bisschen langweilig. Die werden sich bei einem Treffen gedacht haben, auf Papier, ja, wie können wir das Spiel noch erträglicher machen? Ja, ist ja wurscht, wir erhöhen die Gegner und machen die Maschine noch größer. Okay. Schaut euch das drum an. Ja, Transformer, ha? Hast gesehen, wie der mit den Harvester umgesprungen ist? Ja, gleich ganz respektvoll. Wow, das war bei Harvester, ja. Ich habe aber leider nicht für Medikits dabei, das ist ja mein Problem. Was ist das da? Weil der Heinzi, der wehrt sich ja gar nicht. Boah! Ja, das Spiel hat an Härte gewonnen. Es war vor den Sowjetmaschinen nicht unbedingt einfach. Aber so lernst du die Maschinen kennen, gell? Oh! Boah! Ja, bist du Moped? Na, Auto. Nötigenfalls locken wir es da durch auf. Ich will nur wissen, wie viel der aushält.
Ja, den interessiert das gleich null. Und jetzt hauen so. Nicht uninteressant. Wie reagieren die eigentlich? Dann die machen Schaden. Bist du deppert? Wir brauchen dringendst die Sprengmuni. Wow! Also das lässt sich zocken. Ich bin begeistert. Cool. Das sind diese komischen Bälle. Da drüben geht's schon wieder weiter. Wo ist denn das? Das ist in der Umgebung da. Hinter Bo irgendwo. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ja. Ich glaube, wir werden in Kürze uns dem Reaper stellen. Ja. Okay, ich werde mir was einfallen lassen. Und wenn wir uns dann einen Reaper gestellt haben, werden wir einmal also ein Verteidigungs-Bums-Dings machen. Genau, so wollen wir es deichseln. Also eins weiß ich, was? Industrielimonade? So, Industriomrade. Okay, na bitte, jetzt haben wir es benannt. Es gäbe so viel zu tun in dem Spiel. Boah. Der König von Borga Kulan. So werden wir es machen. Jetzt brauche ich nur einen Unterschlupf, wo wir alles haben. Und den haben wir genau da. Mich würde auch interessieren, ob es jetzt das neue Gebiet mit einbezogen hat in den ganzen Quagel. Trottel. Nein, das Neiche ist alte Gebiet. Wurscht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jetzt schau ich mal, wie lang die Episode geworden ist, weil ansonsten schneide ich im Hinten noch was an. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir bereiten uns auf den Reaper vor. Wir brauchen Uran auch noch, das heißt, im Endeffekt müssen wir uns mit einem Dings auch noch anlegen. Mit einem Apokalypse-Klasse-Tank. Ja, das werden wir auch machen. Okay, bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal
sage dir dann, wie wir dann ganz genau vorgehen. Baba dabei.